Kolleginnen und Kollegen, den Herr Staatsminister hat gestern gesagt, dass wir 16 Deklarationen über die Lage der Nation. Ich habe sie alle gut einmal erlebt und ich kann jetzt so nicht werden, von keiner so enttäuscht wie von der von gestern. Das war eine Deklaration ohne Vision, keine Perspektiven, wo das Land hinsteuert. Kein Wort von sozialer Kohäsion, von nationaler Identität, kein Wort, kein Gedanken von einer wirklichen, nachhaltigen Politik. Es war eine Deklaration, die erste eine Failliterklärung gleichkommt. Der Staatsminister ist nicht fertig gehen, um eine ganze Reihe von Mängeln und Problemen aus unserer Gesellschaft hinzuweisen, die hier selber an seine Partei größtenteils selber zu verantworten haben. Probleme bei den Kader, Probleme bei den Jugendlichen, Probleme an der Familie, Probleme an der Schule, Probleme am Wohnungsbau, Probleme bei der Flüchtlingspolitik, Probleme bei den Staatsfinanzen, Probleme an der Fonction publique, Probleme beim Index, Probleme mit der Versorgungs- und Edukationsinfrastrukturen, Probleme bei den Renten und so weiter. Dass die Großen dieser Probleme a priori auf die stramme Wurstum von unserer Gesellschaft zurückzuführen ist, den ohne Zweifel uns Integrationsfähigkeit überfordert, als nicht gesucht ging. Au contraire, den Herr Staatsminister hat sich noch praktisch damit gebretzt, wie er gestern so ich zitieren, ich kann auch die gut, den als ersten von 700.000 Einwohnerstaat geschwärzt wird, wie er das gesagt hat, als er beschuldigt gehen, die Leute für in der Zukunft Angst zu machen. Ja, Herr Juncker, viele Leute tun für in der Zukunft Angst. Wenn ihr guckt, auf was hier ein Zustand nach als Haut schon als Land und der Gesellschaft befanden, bei 500.000 Einwohnern, da kann es eigentlich wirklich Angst gehen, der Zukunft bei 700.000 Leuten wird ausgesehen. Wenn man das von 15 oder 20.000 Wohnungen geschwärzt haben, die uns noch fehlen, so die gestern heißt zitieren erst, der Pakt Logement mit bis heute 103 Gemengepartner gesagt, der Bau von 40.000 neue Wohnungen für. Das geht als Wohnungsoffer nicht durch. Nehmen eine weitere Augmentation von der Offer bricht der Preis. Dafür will die Regierung am Plan sektoriell Logement nahe bis unverplante Wohnflächen ausweisen, die den Bau von 12.000 Wohnungen für 28.000 Leute erlauben sollen. 40.000 Wohnungen an 12.000 Wohnungen, das sind 60.000 Neuwohnungen. Das ist praktisch an einem Atemzug gesagt, der Bau von der Stadt Lützeburg wird nicht realisiert, verteilt über das ganze Land. Auch wenn wir 60.000 Häuser nachbauen, aber man fuhr mit demselben Rhythmus führen, gehen Preise nicht drauf. Politik hat keine Spur von Nachhaltigkeit, keine Spur von Überlegung, wo man mit dem Rhythmus an der Politik hinsteuern. Wo denn aus? Mir hat man als ADR gewünscht, dass der Herr Staatsminister eine Vision präsentiert hat, wie das Land an 10, 20, 30 Jahren aussehen. Das ist nämlich die kruziale Frage, die man uns stellen. Von der Frage hängt alles auf. Die Frage müsste den Hauptsujet von unserer Diskussion sein. Parteiübergreifend mit den Leuten am Land zu summen. Was hier in Lützeburg will man mehr und nicht mehr. Vor für was wissen wir so sehr? Was sind die Ursachen, bringt unter dem Strich das stramme Wachstum dem Land an den Leuten Positives oder Negatives. Wenn wir uns die Frage beantworten, wissen wir auch, was für Konsequenzen das für als Land und als Gesellschaft tut, an dem einen wie an dem anderen Fall das wird mit sich bringen, aber was für Konsequenzen sich dann auch an den politischen Entscheidungen müssen empfangen. Wir als ADR wollen jedenfalls nicht das stramme Wachstum einfach blinde Menschen mit all seinen Konsequenzen ob Lebensqualität, Natur, Umwelt, Sozialkohäsion und Infrastrukturen auf uns zukommen lassen.
Die meisten von der Staatsminister gestern hat abgeforderte Probleme, hängen aber direkt mit dieser Frage zusammen. Aber was für ein Land wollen wir, dass als Kinder und als Enkel kann an einem Wort die kommenden Generationen sollen, können oder müssen leben. Und dieser, der wesentlichste Frage, als die Regierung perspektivlos.